Beginn einer Reise. Die Nautilus hatte ihren Heimathafen verlassen und nahm Kurs auf den offenen Ozean. Kapitän Nemo stand stolz auf der Brücke. In seinen Augen widerspiegelte sich die Kühle des Stahls und die untergehende Sonne beleuchtete sein Gesicht. Er sprach nicht oft, doch wenn er es tat, waren seine Worte wie das Meer selbst, tief und voller Geheimnisse. Meine Damen und Herren, begann er, vor uns liegt eine Reise, die uns an die Grenzen von Wissen und Vernunft führen wird. Bereitet euch auf Unvorstellbares vor, denn dies ist keine gewöhnliche Expedition. Wir begeben uns dorthin, wo die Menschheit nicht hingehört, in das Herz des Ozeans. Sank lautlos in die Tiefe, als hätte sie sich von der Welt der Menschen losgesagt und sich ganz der unermesslichen Einsamkeit des Ozeans verschrieben. Als sie tiefer ins unendliche Blau eintauchte, verschwanden langsam die Lichtstrahlen der Oberfläche. Die Welt über ihnen war nicht mehr als eine Erinnerung und die Welt vor ihnen schien ein unbeschriebenes Buch. Kapitel 2. Auf hoher See. Die Tage vergingen in strenger Routine. Die Crew erledigte ihre Aufgaben mit der Disziplin, die Kapitän Nemo von ihnen forderte. Doch die Einsamkeit und die Ruhe waren bedrückend. Selbst die erfahrensten Seeleute konnten sich der erdrückenden Weite des offenen Meeres nicht entziehen. Es war, als ob die See sie mit ihren Erinnerungen verschlucken wollte. Am 13. Tag änderte sich die Szenerie dramatisch. Ein riesiger Sardinenschwarm erschien plötzlich wie eine schimmernde Wolke im Wasser. Die Nautilus wurde vom silbrigen Tanz der Fische umgeben, die sie wie ein einziges Wesen bewegten. Doch die Harmonie war von kurzer Dauer. Haie, die unbarmherzigsten Jäger der Tiefe, tauchten auf. Ihre Bewegungen schnell und präzise. Die Sardinen zerstreuten sich in panischer Flucht, während Delfine und Schwertfische in die Jagd einstiegen. Ein wilder, grausamer Reigen, der das Fenster der Nautilus in ein lebendiges Gemälde aus Chaos und Tod verwandelte. Die Natur in ihrer reinsten Form, murmelte Nemo, seine Augen fixiert auf das Spektakel, roh und ungezähmt und voller Schönheit. Die Crew stand regungslos hinter ihm, ergriffen von der erhabenen Grausamkeit des Lebens unter Wasser.
Kapitel 3. Blaue Wüste. In den Tagen nach dem Tumult der Jagd fand die Nautilus sich in einer seltsamen Leere wieder. Die See war eine blaue Wüste, endlos und still, als ob sie von der Zeit selbst vergessen worden wäre. Die Männer an Bord wurden schweigsam, ihre Gedanken schwer von der Einsamkeit dieser Welt. Doch dann, wie ein riesiger Schatten aus der Tiefe, tauchte ein gewaltiger Wal auf. Sein massiver Körper wurde von einem Kalb begleitet, das sich eng an seine Seite schmiegte. Die Nautilus hielt inne und die Crew beobachtete gebannt, wie die sanften Riesen durch das Wasser glitten. Ihre anmutigen Bewegungen glichen einem Tanz, der von der Harmonie des Lebens erzählte.
Kapitän Nemo und seine Crew waren andächtig still. Ihre Blicke waren den tanzenden Walen gefolgt, ihre Gedanken unergründlich. In diesem Moment schienen die Frauen und Männer der Nautilus nicht mehr als ein Eindringling in eine Welt zu sein, die sie niemals wirklich begreifen konnten. Die Crew setzte ihre Reise fort und sank tiefer ins unendliche Blau. Kapitel 4 – Versunkene Welt. Die Nautilus entdeckte eine versunkene Stadt, deren Ruinen im Licht des Schiffes gespenstisch leuchteten. Türme, einst Monumente menschlichen Lebens, ragten nun wie gebrochene Finger aus dem Meeresboden. Korallen hatten die Gebäude in ein lebendiges Kunstwerk verwandelt, während Schwärme von Fischen durch die Ruinen schossen. Eine Zivilisation, verschlungen vom Meer, sagte Nemo leise, während er seinen Blick durch die gespenstische Szenerie gleiten ließ. Ruhe in der versunkenen Stadt war erdrückend und zugleich wunderschön. Ehrfürchtig lauschten sie der Stille und meinten, das Läuten versunkener Glocken zu hören. Oder waren es nur Klänge aus ihren Erinnerungen? Die Frauen und Männer fühlten sich wie Eindringlinge in einem Reich, das längst der Vergangenheit angehörte. Die Stadt, dieses Mahnmal der Vergänglichkeit, erinnerte sie daran, dass nichts den Kräften der Natur standhalten konnte.
Kapitel 5. Dunkle Tiefen. Die Reise führte immer weiter in die Tiefen des Ozeans. Die Nautilus wagte sich in die geheimnisvollen Abgründe der See, wo die Dunkelheit alles verschlang und die Wasser zu einer undurchdringlichen Schwärze wurden. Hier funkelnden biolumineszente Kreaturen, wie leuchtende Sterne in einem endlosen Firmament. Blitze zuckten durch die Finsternis, als ob das Meer selbst lebendig wurde und seine Geheimnisse zu halten versuchte. In der Tiefe erhoben sich gigantische Ungeheuer aus der Dunkelheit, uralte Wesen, welche die Nautilus mit ihren gewaltigen Kräften herausforderten. In einer dramatischen Schlacht kämpfte die Besatzung um ihr Überleben. Das Schiff bebte unter den Angriffen der Monster. Die Crew hielt den Atem an und die Grenzen zwischen Mut und Verzweiflung verschwammen. Der Ausgang der Reise blieb ungewiss. Doch in den Herzen der Frauen und Männer brannte der unerschütterliche Wille zu überleben und die Geheimnisse der Tiefsee zu ergründen. Die Nautilus, getrieben von der unbändigen Neugier ihrer Besatzung, setzte ihre Fahrt fort, immer tiefer in die unerforschten Weiten des Meeres. Wohin ihr Weg sie führen würde, wusste niemand.